Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich frag dich, ob wir Karten spielen. Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich versprich, ich sauf zu früh. Servus. Und damit begrüße ich euch zu einer sehr traurigen Folge von Unterm Stammtisch. Ja, unterm Stammtisch. Ja. Ja, Eine traurige Folge deswegen, eine weil traurige ich heute Folge deswegen, weil weil ich heute Thomas heute an Nico nicht beleidigen kann. an Nico nicht beleidigen kann. Mir ist gesagt worden, dass Nico, ich letzten Podcast, scheiß Wichser, ich kann's trotzdem. mir ist gesagt, dass ich letzten Podcast leider sehr, sehr unhöflich zu einem geschätzten Mitglied unseres Podcasts war. Und deswegen muss ich halt jetzt einfach einmal sagen, dass der Nico der beste Kameramann auf dieser Welt, auf der Welt ist. Und dass ich Nico sehr, sehr gerne dabei habe. Und ich mag den Mann echt gern. Und er hat mir auch nie. Kann man das übertreiben, du Bastard. Das kann man übersteuern, würde ich sagen. Prost. Fuck auf, Prost. Grüß euch, aber der nicht. Prost, fick dich, Nico. Jetzt habe ich gemeint, ich überlege so ein Podcast. Boah, fuck. Echt, das geht nicht. Jetzt haben wir ein bisschen die Zahlen tatsächlich ins Auge gestiegen. Ja, Das schön. war- Ey, ich find's- Geil. Ich hab gut durchgezogen. Ja. Da gibt's Ich tatsächlich. möchte mir das eigentlich gerne noch mal anschauen. So. Eigentlich, na, Mann. So, na, jetzt, wir hocken wieder da. Es ist tatsächlich Dienstag, der Ja. 19. Mai 2026. Ja. Genau, Morgen ist Mittwoch, der 20. Mai. genau. Was Mittwoch machen ist wir generell wichtig. Ja, nein, wir verzeihen es gleich, was wir morgen machen. Ja, wir gehen einkaufen. Ja, Kevin ging shoppen. Ja. Richtiger Shop. Den Urlaub hier am Ja, Tag. ich habe nämlich Junggesellenabschied. Für seinen Arschloch. Schön war's, Alter. Na. Ja, warum gehen wir denn einkaufen? Wer war das letzte Mal, Also, wer war das letzte Mal im Livestream? Wer hat das, ich glaube, das war sogar der Flo, der das geschrieben hat. Bei meiner Ex und bei mir war es genauso. Ich bin Wassermann als Sternzeichen, sie war Sternzeichen Hude. Ich glaube, Find ich das werde ich nie vergessen. Das ist Ja. die schönste Twitch-Chat-Nachricht, die ich jemals im Leben gekriegt habe. das stimmt, ja, die war sehr amüsant. Also kannst du mal bitte, weil du bist, glaube ich, ein bisschen weit weg vom Mikrofon, kann das sein? Nein. Du bist arg leise diesmal. Echt? Keine Ahnung. Warum? Hast du vielleicht irgendwas umgestellt? Nein, nicht. Doch. Kann Hast du. eigentlich gar nicht. Du hast eigentlich nur ein anderes Kabel. Nee, was schon. trinken wir heute? Wir trinken Ja. Wir haben uns halt gedacht, wir hören uns die 0,33er Flaschen, weil bei Ja. mir in der Hand schauen die ganz lustig aus und beim Kevin schauen es auch irgendwie lustig aus, weil der Kevin echt überdimensional große Hände hat für seine körperliche Größe. Ja, korrekt. Wie groß ist der Handdurchmesser verglichen mit der Hypotenuse deines Cocks? Ja. Junge, also, nee. Ja, ich finde es toll. Ich sehe da hinten einen Kirschlikör stehen, den werde ich mir jetzt gleich noch einverleiben, weil ich sage, Der ich ist halte es leer. anders nicht. Fuck! Ja, Ich sehe da oben aber noch einen Wodka, ich sehe noch Kirschwasser, ich sehe einen Glühwein, ich sehe noch einen Glühwein und du schaust geschortelt und das ist der Wahnsinn. Ein Gin sehe ich auch noch. Ein Whisky. Kevin, Ja. was hat die letzte Woche sauer gemacht? Urlaubsplanung mit den Freunden. Weil, ich sag mal, wir sagen in der Gruppe, haben schon lange davor geplant, wo es hingehen sollte, schauen dann da rum, wo es hingehen sollte und entscheiden uns doch für was ganz anderes. Ja, Es ist ja nichts Schlechtes an sich, aber da fragt Es ist man immer sich so. immer, woran hat es gelegen? Ja. woran hast du denn gelegen? Hä? Es hat daran gelegen, dass die Scheiße in Sardinien einfach für die Airbnbs echt beschissen waren. Absolut. Ja. Und dann, wenn man halt jetzt für den gleichen Preis in scheiß Kroatien eine verfickte Villa buchen kann, dann miet immer die verfickte Villa, Alter. Dann Versteh holen wir die nicht. verfickte Villa. Verstehe nicht. Ja, Alter. Natürlich verstehe ich, du Wichser. Ja. Bin trotzdem happy, dass wir da nach Kroatien düseln. Ich werde 2 Tage davor absagen, ich hoffe, das passt für dich. Ja, absolut. Ja. Ja. Ich habe nämlich ich kann nicht weg aus der Arbeit. Das geht nicht. Rein emotional nicht.
Wegen Ich Bier oder was? Nein, ich bin emotional abhängig von denen. Die mich Wir so haben Freibier. gegaslightet. Die mich so Wir haben Freibier. gegaslightet. Nein, ich kann nicht ohne die Leute. In der Pappaufsteller von denen mit. Ich hätte Schwuchtel. gerne einfach nur meinen Donald Trump Pappaufsteller aus meinem Büro mit. Ich hab leider keinen Kann man Donald Trump machen. Pappaufsteller. Bitte schickt mir den und die folgende Adresse. Da wird nämlich keine einblend. Lustig. Boah, fuck. Ja. Heute bin ich irgendwie ein bisschen neben Lustig. der Spur, deswegen muss Ja. ich ein paar Bier trinken. Kevin, red weiter. Was soll ich weiter erzählen? Also, das war ja meine Story. Was hat die aufgeregt? Dass der Kevin nicht für mich gekocht hat letzte Woche. Es ist, ich kenn den Fratz da seit 3 Jahren. Welchen? Den Fratz. Ach so. Ich kenne ihn seit 3 Jahren. Und seit 2 Jahren vor 2 Jahren habe ich mir Küche eingebaut. Seitdem kocht der Kevin da. Jetzt meint er, dass er Freundin hat. Also eigentlich schon ein bisschen länger, ja. Dass er Freundin hat. Auf einmal kocht er nicht mehr für mich. Außer am Sonntag wieder. Ach, ist am Sonntag. Ja. Ja, am Sonntag, da gibt es ja bloß 15 Und dann Kilo die Woche Fleisch. drauf. Da gibt es nur 15 Kilo Fleisch. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und die Woche drauf auch, gell, du Wichser. Aber Kevin, Ja. 15 Kilo. Ich glaube, das sind sogar mehr. Ich weiß nicht, was ich damit machen Warte, soll. ich kann einmal. Da ist mein Handy. Ich schaue mal ganz kurz. Ja. Ja, da sind noch Knochen und sowas mit dabei. Da ist ja der Schwund, den musst du ja mitberechnen. Da gehört ja einiges mit dazu. Genau. Also, wir haben einmal 6 Kilo, 4 Kilo, dann zweimal 1,3 Kilo und nochmal ein halbes Kilo. Ich glaube, das kann, ja. Ich glaube, das geht gut. Ja. So, Oder? oder? Das Brisket 6,5. 6 Kilo steht jetzt da. 6 Kilo. Er hat 6 gesagt. Das sind 10 plus zweimal 1,3. Das sind 2,6 Kilo drauf. Ja, das sind 12,6. Und dann noch ein halbes Kilo drauf. Das sind 13,1. Und dann kommt nur das richtige Fleisch. Was wir morgen sagen. Das weiß ich nicht. Ja, Ja. Aber darüber später mehr, meine Freunde. genau. Was haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben letzte Woche habe ich einen Song gemacht. Ich glaube, ich habe mir... Entschuldigung, ich wollte es nicht dramatischer machen. Nein. Ja. Ich habe letzte Woche tatsächlich mal wieder mit dem Engler Josef, ja. Ihr wisst, also mit dem Kerl da, das ist brutal. Den sieht man ja relativ selten, sag ich jetzt einmal. Vor allem hier im Podcast sieht man relativ selten. Ich meine, der Nico sieht ihn ja jeden Tag, der schläft dabei in meinem Bett. Weil die zwei ein bisschen schwul sind. Ja, aber nur ein bisschen. Ist halt so. Nico sitzt hinter seiner Kamera und denkt sich nur, ich kann mich nicht mal verteidigen. Und jetzt schaut er sich gerade ein Bild vom England und holt sich ihn runter. Ja. Ich weiß nicht, ob das Nico, hör angemessen auf ist. zum Wichsen. Echt so. Nico, hör auf! Das ist ja widerlich! Kevin, du Gott. musst in Zukunft bei sowas einsteigen. Ich habe weggeschaut. Ich kann das nicht. Ja, nein, du musst in Zukunft bei sowas einsteigen. Ich möchte, dass du mit deine schauspielerischen Leistungen auspackelst und wir uns gegenseitig hochpushen, weil das ist das Lustigste, was geht. Sind wir nochmal? Ich hab Bock auf eine Nasenflöte. Ich habe leider meine verloren, glaube ich. Scheiße. Sollen wir es nochmal probieren? Ja. Schauspielerische Können wir Leistungen. probieren. Nico, hör auf zu Boah, wichsen. Alter, du bist Hör auf zu widerlich. wichsen. Pack deinen kleinen Lümmelstachel wieder ein, du Wichser. Boah, ich sehe schon die Creme kommen, Mensch. Junge, vor mir da fängt seine Schamhaare sandblond. Boah, fuck. Mann. Ich hab so ein Arschloch gesehen. Ja. Er hockt nämlich mit seinen Haxen oben da. Und jetzt schaut er nur wieder nicht. Er wächst mit 2 Fingern. Kannst du dir das vorstellen? Du weißt, normale Gott. Menschen dann so wachsen. Er Ich glaube wächst so. glaub sogar, das sind die Fingernägel. Weil das ist nicht Fingernägelspitzen, geschnitten. ja. Ja, das ist nicht geschnitten. Wow. Ja, das ist Nein, sehr sehr interessant. widerlich. Ja. Na, auf jeden Fall habe ich einen Song mit dem Engler mal wieder gemacht. Ja. Der ganze Spaß heißt Wo bist? Beziehungsweise bin ich mir noch nicht sicher, aber Wo bist oder Wo bist du hier heißt. Ist ein trauriges Thema, aber ziemlich geiler Song. Der Beat ist Ja. relativ uplifting. Sehr geil. Aber das Thema finde ich ganz geil. Nee, und den habe ich mal wieder mit dem Engler Joe produced. Mhm. Und dann haben wir uns halt komplett dumm gemacht. Geil. Und ihr dürft jetzt raten, wie wir uns dumm gemacht haben. Wir geben kurz 3 Sekunden, oder? Ja.
Falsch, komplett falsch, Echt so, Alter. Es scheiß hat Wichser, nichts es ist damit zum Tor. unglaublich. Es hat überhaupt nichts damit zum Tor. Null. Die haben sich nicht gegenseitig in den Arsch gefickt. Ihr seid's doch... Doch, genau, das war's ja. So. Entschuldigung. Ich wollte es eher so, weißt, vertuschen. Hast du schon mal was von G-Punkt-Flüssigkeit gehört? Junge, Kevin, wir müssen da seriös bleiben. Das ist das letzte Mal, wo wir den Podcast so hart geredet haben, ist nicht gut gewesen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Nee. Nee? Du, das kommt bei mir nicht an. Nee, bei mir kommt dafür gar nichts so. Aber wir haben kein Beef mit niemandem, gell? Nur, dass ihr es wisst. Echt so. Wir haben nur Beef mit Preisen, mit Leuten, die nicht unserer Meinung sind, mit Radlertrinker, mit alkoholfreien Trinker, Ja. Leute, die nicht unserer Meinung Aber sind. wir schätzen Fahrer. Fahrer sind geil. Ja, Fahrer sind super. Die dürfen auch alkoholfreies trinken. Die dürfen, ja. Ich habe auch Respekt vor Musiker, die am Pfiff trinken. Ja. Auch wenn es nichts halber zu nichts Ganzes, aber die Ja. dürfen es, finde ich. Das Musiker. ist okay. Vor wem haben wir noch keinen Respekt? Vor Fremdgehern? Ja. Veganern Ja. und Vegetariern Ja. und Die Frutarier. 15 Kilo Fleisch sind für euch. Echt Da so, wird wir man müssen es ja- irgendwie reinholen, dass Ja. ihr nichts frisst. Ja, ist so. Es ist unglaublich, mei. Puh, hat relativ black geschaut, weil es gemeint hat, die werden jetzt nicht geschlacht. Und dann ist der Kevin halt gekommen und gesagt, du, nicht mit mir. Echt so. Mann, irgendwann werden wir mal so einen Rückschlag davor kriegen. Nein. Irgendwann geht der Podcast mal ab, wenn wir das weiter durchziehen und dann findet irgendwer diese Folgen, diese alten Folgen. Dann ist es so. Ich schaue zurzeit einen Podcast, der heißt Financial Audit. Der ist mit Caleb Hammer. Soll ich dir ganz was sagen? Das interessiert mich gar nicht. Nein, aber das ist wurscht. Okay. Also das Lustige daran ist, der macht eben exakt diese Aussagen, wo wir uns manchmal denken, so, können wir das jetzt sagen? So, Ich verstehe. Und er macht das so. Also hier sind die Aussagen, die wir nicht sagen werden. Ja. Hier ist er. Boah, ist ganz schön hoch. Also das ist beeindruckend. Das ist der Aber Wahnsinn. es ist halt so unendlich lustig, weil er hockt halt einfach da Ja. und dann hockt der Schwarze ihm gegenüber und er sagt ihm halt 1,5 Stunden lang, wie scheiße dumm er ist und dass er das schon erwartet hat. Und das ist halt so... Bild. Wow. Das ist halt beeindruckend. Das ist halt nicht einmal ein unbekannter Ja. Podcast. Das ist ein Podcast mit... Keine Ahnung. Gut Reichweite. Bringt einmal in der Woche einen Podcast raus und nachdem der rausgekommen ist, hat der knapp 1 Million Aufrufe. Schick. Ja. Das ist echt schick. Na, England, die haben uns dumm gemacht, das war toll. Ja. Und danach habe ich was mit Kevin angestellt. Das darf der Kevin verzeihen, weil er beschwert sich ja wieder, dass er nicht zum Trinken kommt und dann sagt er Ja, nichts. echt so. Scheiß Wichser. Na, wir haben tatsächlich Promo-Videos gedreht. Na, Doch. Für unseren bekannten Coming Soon Brisket Stream. Jetzt geht's los. na den Jetzt. Brisket stehen im... Steht aber da. Für den Brisket Stream. Ja, für haben den wir Brisket Promo-Videos gedreht, die ihr schon auf unserem Insta- und TikTok-Kanal natürlich anschauen könnt. Die sehr witzig geworden sind. Die sind wirklich ultra. Ich glaube, der hat schon wieder da nichts zum Fressen gekriegt. Der hat schon wieder Ferrero Rocher gefressen. Was hast du offen stehen lassen? Ja, scheiße, ich hab's vergessen abzusperren, glaube ich. Ja, es läuft auf meine Kappe jetzt. Hat der blonde Drecksack jetzt wirklich ein Ferrero Rocher gefressen? Ja, der nackt. konnte wieder nicht schlafen gehen von Nackt Zucker. auch noch. Falls Nackt? es- Nackt. Nico zeigt der Unterhosen um, wirklich. Ja, es reicht. Wenigstens das. Bitte zeig uns nicht die ganze Zeit dein Arschloch. Das ist der Wenigstens, Wahnsinn. nein, Kevin, wir haben glaube ich zu viel, jetzt macht er wirklich. Nein. Ja, scheiße. Hallo Franzi. Und für die Leute, die uns nur vom Podcast kennen, hey, wir sind Tomja und wir machen eine Musi. Was euch das bringt? Erstens, ihr tabackt mindestens 4 halbe Meere. Zweitens, ihr könnt mindestens eine Schachtel Kippen mehr daher. Und drittens, eure Freunde werden euch sehr viel cooler finden. Also, geht's auf Spotify und hört euch unser Mucke an. Das ist nämlich so geil. Ja, schau mal, wie vor der Tür steht. Ah, da haben wir dich, du. Ja, du kleinen Drecksau. Ja, was ist das für ein Podcast? Du hast gerade nicht hingeschaut, oder? Doch, ein bisschen. Hast du seinen Arsch gesehen? Ach na, ich habe auf die geschaut. Ich habe jetzt gerade seinen Arsch gesehen. Ich habe einen Vollmond gesehen mit einem. Blond? Er war schon sehr blond, ja. Aber auch ein bisschen Kacki-Flecken momentan. Es war gewünscht. Ich
Manche würden sagen, nicht reinrassig. Ich muss mich kurz beruhigen. Falls euch interessiert, das sind echte Würgereize. Also ich kann nicht fake würgen, ich kann nur richtig würgen. Kann man jetzt auch falsch verstehen, Ja, Thomas. natürlich. Also, Ich bin Kevin, ich kann nur richtig über Mauern springen. Bastard. Scheiß mexikanischer Ach so. Hurensohn. wow, Wirklich. interessant. Spadi-Ei. Wichser. Und da wärst du Decken haben, da kannst du Der nicht über die Mauer so hupfen, der du Blöde, Hund. ich schwör's dir. Was? Du bist der Erste, der fliegt mit deinen Segelohren. Ich? Ja, du. Ich fliegen? Ja, guckst ich du. kann doch nicht fliegen. Frag mich nicht, ich will nicht Warum laufen. bist du jetzt Ich kann voll Schweizer? zucken. Keine Ahnung, weil ich gerne Akzente und weil ich morgen die Rolle meines Lebens habe wahrscheinlich. Wäre nicht, ich stehe hinter der Kamera, aber ich bereite mich vor, dass falls der Fall der Fälle kommt und der Hauptdarsteller stirbt, von 0 auf 100, Ja. kann ich die Rolle übernehmen. Oder von 100 auf 0. Und ich weiß nicht, was seine Rolle ist, deswegen probiere ich alle Rollen gerade. Mach mir den Mexikaner bitte. Hola! Mehr kann ich nicht. Hola, una cerveza, por favor! Schön, du hast ein Bier bestellt. Finde ich super. Ja. Das muss man können. Ja, Ja. das war richtig. Jetzt Franzose. Oui, oui, a white flag, sucking dick, ja. Oui, oui, motherfucker. Oui, oui, in Paris. Cause was in Paris. Jetzt ein Amerikaner bitte. I'm from Texas. I like to shoot big animals and drive around my Ford F-150. I'm the fucking gayest guy around, but I tell no one. I'm a fucking Fokuhila and a redneck. Jetzt den Ostdeutschen bitte. Ah. Warte, Ostdeutsch. Nico, hol das Radler. Was? Wir haben kein Radler. Du merkst selber, oder? Ja. Ja. Wir sind ja keine Ostdeutschen. Aber vielleicht gibt es irgendwie Zitronensäure nein, oder so. nein. Du machst den Kühlschrank zu, du huckst die wieder hier. Gut. Bitte, Thomas, die Bühne ist offen. Der Ostdeutsche. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sachse oder Ostdeutscher ist. Susanne, die Mauer ist hier fallen. Gut. Oder schlecht? Lassen wir mal so stehen. Ja. Gut. Ich habe mir meine Haare pink gefärbt, weil ich bin ein individuelles Wesen. Ich finde das geil. Ich finde das geil, Entschuldigung. Er ist ein Berliner eigentlich, aber ist ja im Osten. Ja. Ist okay, ja. Komm, Ich fand den Amerikaner am stärksten tatsächlich. Bin Ja, ehrlich. weil man Der war gut. Amerikaner immer sehr viele Redneck-Dokus angeschaut. Ja, sehr gut. Da können, Der war sehr gut. Können ein paar Leute, die mit mir die Redneck-Dokus angeschaut haben, ein Liedchen davon singen. Zurück zum Thema, oder? Was für ein Thema? Ich habe keine Ahnung. Sag mir, was ich improvisieren soll und ich mach's. Okay. Ich bin so, Was? Was denn? Nico im Bett. Das ist Nico im Bett. Er ist ein Seestern. Wir verstehen. Na, du bewegst dich einfach nicht. Entschuldigung. Ja, warte. Gut. Ne, ja, Schwule war Delfin. treffend. Ja. Was gibt's denn noch so? Du weißt ganz genau, an wen ich gedacht habe. Ja, aber das können wir fast nicht bringen. Doch. Ja, du kannst es einmal machen und schauen, ob es da rot. Na. Okay, warte, ich schaut uns beschreibe ihn mal grob. Mach Na. einen ultraschwulen Radlertrinker, der rein zufällig ein sehr kleines Auto besitzt und fährt. Ja, aber den habe ich nicht gemeint tatsächlich. Aber ich kann mir vorstellen, so. Ist mir egal, ob du zum Abschluss kommst, Hauptsache ich bin gekommen. Schlampe. Und jetzt beweg dich aus meinem Bett und schmeiß ich dich aus meiner Wohnung. Schön. Ja. Finde ich super. Ja. Ja. Ja, also. Aber ich weiß, wer Jetzt macht goldenen Timmy den Grabstein Wal. gerankt hat. Jetzt macht Timmy den Wahl. Der ist tot, du Wichser. Entschuldigung. Ach, das war schwierig. Der war gut. Ja. Sprengt den Wal. Macht ihn weg. Lasst das Walsalami regnen und Kotelett. Banger. Ja, wirklich. Ja, Wenigstens, dass eine Nehme-KI gemacht worden ist. echt so. Nicht so wie diese ganzen scheiß Titanic-Covers, wo Timmy!
macht mich fertig. Ah, das macht mich fertig. Ja, Kevin, kannst du in England noch mal. Aber ich bin ein Engländer und ich bin schon wieder besoffen. Und ich mach sau schlechte Musik. Wow. Das war unter der Gürtellinie, mein Freund. Kann ich nichts dafür. Ja, okay. Es ist so, wie es ist. Hast du noch einen? Sonst machen wir weiter. Oder hat der Nico noch einen, den wir... Sollen wir ein paar Schauspiele machen? Was? Jetzt denkst du an den, wo ich vorhin gedacht habe. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Aber mir ist was anderes eingefallen. Ja, wen denkst du? Aber welcher Sprache? Auf den Muttersprachen, weil ich kann dann Trump ziemlich gut im Wort. Trump und dann sächsischen Osama Bin Laden. Wir müssen eine Mauer bauen, weil die Sachsen uns schon wieder brutal bombardiert haben. Die sind in den Hofbrückkeller reingeflogen mit 2 Flugzeugen. Die haben da alles in die Luft gejagt, gell? Gut getroffen. Du bist Osama Bin Laden. Warum als nicht Sachse. jetzt? Weil du Osama Bin Das Laden ist der als Sachse bist. Wahnsinn. Ich hab euch nicht zugebombt. Unterstellungen sind... Lass mich doch einfach schlafen. Ich will doch einfach nur mit meinen 6 Weibern in meinem Bett pennen, ja. Und vielleicht mal ein bisschen mein Bitburger trinken, ja. Der Bitburger. Der Bitburger. Gut, ich finde das reicht dann mit der Schauspielkunst. Na, wir müssen in 10 Minuten strecken. Okay. Na, machen wir jetzt nicht. Oder hast du noch was? Drittes Mal, dass ich die Frage stelle. Mach das Biscuit. Wenn es noch leben würde. Das war zu erotisch, Thomas. Na, es war genau richtig, weil Nein. wir töten keine Kühe, die in ihrer Hochzeit ihres Lebens sind. Wir töten nur Kühe, die von ihrem Leiden erlöst werden wollen. Tom Joe. Rettet Timmy. Ach so, rettet die Kühe. Und dann Und macht liegt jetzt das auf dem Teller. Steak. Ja. Ich weiß nicht, was mit uns Haben wir los ist. danach du. schon mal- Finde ich super. Warum kriege ich die ganze Nachrichten? Ich weiß es nicht, Mensch. flipp doch Es tut mir leid, dass du so bekannt bist. Es geht nicht darum, dass ich bekannt bin, es geht darum, dass ich selbstständig bin. Nee, machen wir mal weiter. Und zwar haben wir heute das Hauptthema. Ja, Gell? bitte. Und das richtet sich tatsächlich ein bisschen mehr in Kevins Richtung, das war der ganze Podcast. Der einzige Grund, warum ich jetzt so viel Aufmerksamkeit auf mich gelenkt habe, ist, dass der größte Teil eigentlich beim Kevin liegen sollte heute und damit Ganz bin ich kurz. nicht klargekommen. Könnt ihr mir noch ein Bierchen bringen? Maske! Ich brauche noch keins. Nicht daran, dass ich echt viel rede. Oder ich einfach verdammt schnell trinke. Danke. Auf jeden Fall ist Geil. unser Hauptthema. Ey, Vorsicht mit der Maus, ja. Hier sollen wir. Ich vergiss aber, dass wir die haben. Dann sperr's ein. Mäuse müssen in Käfige. Das fühlt sich so widerlich aus, das Tattoo. Ich weiß das auch komplett von auch, du Wichser. Thema ist heute. Und wenn du wir wissen, dass du leise vapen kannst. Und kannst du aufhören vor die Kamera zum Vapen, das haben wir nämlich nicht so richtig gesehen. Das war immer so. Sagt doch, dass er leise Riechst du's? vapen kann. Ja, es riecht tatsächlich nach, du solltest zum Arzt. Ich sollte zum Arzt. Lustig, das hat keine Ja, Ahnung. bitte erzähl mal weiter, Sind was bloß die jetzt das 8 Thema ist, Toten weil ich möchte es nicht vorenthalten. Das Thema heute ist Barbecue mit oder ohne Suff. Beziehungsweise der Überbegriff passt eigentlich gar nicht zu Okay. den Fragen. Die Dann erste würde ich Frage mal ist, loslegen. wie lange geht ein perfektes Barbecue? Kann man schlecht sagen. Bis das Fleisch fertig sind und die Nein, Leute satt sind. nicht so nur Fleisch, sondern Allrounder. Also du startest damit, die Leute kommen, dann fängst du langsam das Grillen Ach so, an und dann... also ein griebigen, einfach so ein griebigen Grillen mit den Freunden und alles mögliche. Ganz ehrlich, das kann von mir mittags anfangen, um 12 Uhr sowas rum, bis alle da sind, das erste 1-2 Bierchen gesoffen haben. Dann fängst du langsam und entspannt an zum Grillen. Dann kann das von mir aus wirklich bis zum nächsten Tag um 6 Uhr oder sowas gehen. Ja. Ganz ehrlich, Kann also ich ich finde aufschließen. super. Kann ich mir auch schließen. Ja, das ist sowas von wurscht. Ich sag mal,
Barbecue generell grillen ist Open End. Solange Fleisch da ist und alles andere, was du in dich rein verschlingen kannst, ist alles gut. Ja. Was ist deine Lieblingssorte zum Grillen? / Smoken? Und wie machst du es? Lieblingssorte Fleisch meinst du jetzt? Oder Ich denke schon, ja. fürs Grillen und Smoken? Nicht smoken, sondern entweder grillen oder smoken. Entweder. Ich hätte es für beides einfach etwas gesagt. Also sehr wurscht. Entweder Wir haben ja oder. Zeit. Ach so, ja, dann Nix mach. da. Mach, komm. Ja, ich mach. Warum holt der Scheiße Ich habe keine Ahnung. Was ist Ich denn glaube, der los? möchte sein scheiß Arschloch zumachen. Was, der kann die ganze Zeit da hocken, er kann es ist der Wahnsinn. Er könnte Reels schneiden. Reels schneiden, er kann lernen, er kann Alles keine machen. Ahnung, Er hat einen Freien Mini-Trichter rufen. gefunden, der schiebt er sich jetzt ins Arschloch so tief rein, dass seine kleinen Mini-Härchen von Blondheit. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von Boris Brands. Also wenn ihr ein Video, Kreativmarketing oder eine Webseiten braucht, dann klickt auf den Link in der Beschreibung und lasst ihnen eine nette Nachricht da. Und sagt liebe Grüße von Tom Joe. Gell? Ja? Nur weil ich das einmal gesagt habe. Vielen Dank, geht raus an die Bres. Und jetzt, bevor ich euch ganz verliere, viel Spaß mit der Folge. Ja, Weiß werden. na, ich würde eher kackbraun werden, aber So, mir reicht's. Ja. Ich hol mir für heute Abend nur das kurz. Meine Fresse. warum hat Nico jetzt gerade eine Nachricht bekommen? Also nur so. Ich weiß ja nicht. Ja, das ist mir schon Nico, ganz kurze Frage an dich. Grillen. Ganz kurz. Ich würde gerne das Nico, Thema weiter- wieso verlangst du für Arschficken 2 Cent? Da steht pro Stunde. Boah, Alter, ich glaube, da ist dein Fehler unterlaufen. Das tut mir dann leid. Viel Spaß. An Alter, 20 pro Minuten. Das sind 60 Euro in der Stunde. Das ist echt nicht teuer. Ja, aber ich habe Aber ich mein, für so ein gerade 2 Cent pro Stunde Also ich meine, für gelesen. so hässliche Fratzen ist das utopisch teuer, aber er macht Was soll man machen, gell? Na, mein Lieblingsgrills, Fleischsorten, was auch Für immer. mich halt nicht so eklig wie nach ihm. Und ich brauche die Schand. Ich brauche die Schmäh. Ich verstehe das, Thomas. Ich brauche das. Ja, Ich muss mich schauen. du Ich bin hast so, schon bin alles so erfolgreich. gut. Thomas, ganz ruhig. Ich brauche ein bisschen Schande. Thomas, alles ist alles gut. Ich bin so perfekt. Trinkst du Radler? Nein, Sei ehrlich mit mir. nein, Hast du jemals Radler getrunken? nein. Dann bist du fein raus. Aber wenn du mich fragst, ob ich mir schon mal Meth gespritzt habe. Das ist vollkommen okay. Ja! Nein, habe ich nicht. Nur Minecraft. Fick dich dafür, dass der Scheißtrichter jetzt auf der Kamera liegt. Nur so ein kleiner Und warum, Zipfelwort. was tust du die ganze Zeit? Echt so. Nico, Der hat halt Hummeln am Arsch. Nico, nein, bleib da stehen. Mittleres Regal, oben. Hol mir ein Shotglas und mach mir einen Schnaps. Danke. Aber was kurz. Nee, nicht, bitte nicht den. Bitte. Nimm einen Jägermeister oder so. Den darf ich nur verkraften, aber nicht das. Und vor allem, der macht nicht 2, sondern 4. Oh, das ist doch klasse. Junge, der macht da Whisky, glaube ich. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist doch, es gibt Jägermeister im Gefrierschrank. Keinen anderen Standbein. Doch. Ja, aber es gibt Jägermeister. Lass die Stammball, ich trinke keinen Schnaps. Und du trinkst auch keinen. Hallo. Glasel weg. Was? Ich trinke Ich auch da keinen. trotzdem gerne Jägermeister haben. Du saust den jetzt. Hast du schon mal dran gerochen? Ja, ich hab ihn auch schon getrunken. Den hat er damals extra wegen uns mitgebracht. Gasmaß Schnaps. Ich würde sogar schätzen, es sind 4,5. Ja, es sind 4 Shots. Guten Rausch, Kevin. Im Gefrierfach. Boah, das Zeug ist ranzlig. Nico, du bringst hier eine Unruhe rein. Okay. Wie oft, glaube ich, meinst du, ist der gegen Kamera gelaufen? Ich weiß nicht. Machen wir jetzt weiter mit der Frage, bitte. Informativen Podcast auf jeden Fall. Mach's bitte noch einmal. Was ist deine Lieblingssorte zum Grillen / Smoken und wie machst du's? Okay, also zum Grillen. Momentaner Stand
sind 2 Sachen tatsächlich. Da kann ich mich tatsächlich nicht entscheiden, was da besser ist. Boah, leck mir was das Zeug widerlich. Tatsächlich Wagyu Inside Skirt. Todesgeil, das haben wir beim Geburtstag gegessen. Ja. Und du kannst ja wirklich selber davon ein Lied singen, das ist echt geiles Stück Fleisch. Ja, war echt ist okay. sehr, sehr underrated und tatsächlich sehr, sehr günstig. Ja, also war ich echt zahle okay. jetzt halt für das halbe Kilo Inside Skirt 20 Euro oder 25 Euro. Ja, war echt okay. Halt die Fresse, das war geil. Sag einmal, ist die Es war geil. Ist die Kamera eigentlich schief? Nee, die ist tatsächlich gerade. Es war geil, Thomas. Es war geil. Ja, es hat tatsächlich passt. Halt die Fresse, bitte. Na, es war echt richtig geil. Ja. Und zweiter Cut ist momentan fürs Grillen, weil ich den Grillgeschmack einfach besser finde und das einfach besser fürs Grillen ist, finde ich tatsächlich das normale Rumpsteak, was ich auch an meinem Geburtstag hatte. Vom Knochen direkt geschnitten. Genau, aber wenn es um reines Steakfleisch gehen würde, wäre es auf jeden Fall Entrecot. Das wäre für mich Top 1. Genau. Und für Smoken, Für alle, die sich jetzt gerade fragen, warum ich so fahre an der Kamera vorbeischaue, der Nico hockt da hinten. ja, und frisst An sich meinem- Röstzwiebeln rein. Ja. Ja, aber die Light-Version, das ist schon leicht peinlich. Das ist einmal, traut er sich jetzt nicht mehr in seinem Scheiß-Podcast, traut er sich jetzt nicht mehr was zum Essen zum Bestellen. Ja. Weil wir ihn letztes Mal so zur Sau gemacht haben, sagt er, dann frisst meine Röstzwiebeln pur. Die safe schon da mindestens ein halbes Jahr drin stehen und verschimmelt sind. Ja, Also wahrscheinlich. viel Spaß beim Magen-Darm, Alter. Ist ja so. Verdient hast du es. Na, beim Smoken auf jeden Fall Rinderbrust, zu 100%. Aber wenn sortemäßigen her, auf jeden Fall immer Black Angus nehmen, bin ich ehrlich. Ich sag mal, deutschen Rinder, die haben relativ wenig Fettgehalt von innen, also intermuskuläres Fett. Und da ist es relativ schwierig, das dann irgendwie zu handeln, weil das halt eben nicht so saftig wird wie das mit dem gescheiten intermuskulären Fett. Weil da kannst du dir mehr Fehler erlauben tatsächlich. Und ich glaube nicht, dass die ganzen Leute irgendwie da draußen sich einen Smoker für keine Ahnung wie viele Tausende von Euro leisten könnten, wo sie wirklich konstant diese Temperatur halten können. Bei meinem Smoker ist zum Beispiel jetzt so, dass ich sag mal Schwankungen von 5 Grad da sind. Also plus minus. Und das macht schon so viel aus. Genau, und das, ja, also das ist so mein Top-Stück für Smoken. Ist auch natürlich Königsklasse, Brisket, aber ja, die Pork, also Burn 1, Es ist die halt- werde ich noch probieren. Es ist Da halt habe ich jedes nichts Mal gemacht. unfassbar, wenn der Kevin vor mir hockt und sagt, das ist Königsklasse, das ist Königsklasse, das ist Königsklasse, bla bla bla. Verzählt mir da irgendeinen Schmarrn, keine Ahnung. In 10 Minuten später steht ihm ein Teller her, mit dem Geistelstückel Fleisch, das ich in meinem Leben jemals gefressen habe, wo man denkt so, wenn der Depp das kochen kann. Na, Schmarrn. Also Kevin, also, Ja, aber ich- wenn du mal gut Stückel Fleisch essen willst, Schreibt's mir. Wirklich, schreibt's mir. ohne Scheiß, Kevin, bestes Also- Brisket, bestes Steak. Würdest du sagen, ist jetzt nur wirklich eine rein hypothetische Frage, kannst du auch wirklich ehrlich mit mir sein. Findest du die Steaks von mir besser? Oder, also auch mit Kaufland-Qualität und sowas? Oder in einem Steakhouse? Deine Und warum? Preis-Leistung. Weil du nichts zahlen musst? Ha. Deine. Ha? Deine. Und warum? Also, weil ich mehr davon habe. Das ist richtig. Also, keine Ahnung, wenn Aber ich ich in meine ein es nur, scheiß Restaurant nur gehe. rein geschmacklich jetzt gesehen. Deine. Ja, die sind einfach geil gewürzt. Es ist halt einfach eine ganz andere Erfahrung. Die sind einfach geil gewürzt. Die sind, gut, in einem scheiß Steakhouse wärst du wahrscheinlich keine 10 Kilo Butter mit draufgeschmissen kriegen, aber das ist halt einfach geil, wenn der Kevin dir das Steak gibt, wo es in Butter schwimmt und du tunkst es dann mit dem scheiß Irgendwann auf. in meinem Leben werde ich hier dieses Rezept einmal veröffentlichen. Wie genau das perfekt getimte Steak ablaufen sollte. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ich Und weiß ich bin nämlich gespannt auf die Reaktionen, beziehungsweise wenn sie selber nachkochen. Ja, wahrscheinlich ist es so viel einfacher. Wenn's Es ist nicht schwer. Aber es ist schwer. Weil es gibt Leute, die leider Gottes sogar Nudeln zum Brennen bringen. Also, Oder Ja. sie eine Leona anschneiden wollen und dann merken sie, dass das Streichwurst ist. gibt Sachen, Ja. die man nicht verstehen kann. Es gibt. Ich finde generell, Hey, ich hab gestern übrigens Bratkartoffeln gemacht, gell? ja, Ja. geil. War geil. Mit was? Mit Gewürzen von der Kräuterhexe. Weiß nicht, ob du die kennst. Welches? So, ja, Bratkartoffelgewürz halt. Achso, Das ja, ist okay. eine scheiß Vormischung.
Hast du Zwiebeln mit reingetan? Ja. Hast du Butter oder Butterschmalz mit reingetan? Butterschmutz. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. freilich. In was für einer Pfanne hast du das getan? Weiß ich nicht, was das für ein Scheiß Beschichtet oder Edelstahl beschichtet, oder... Leider haben wir nur beschichtet drüben. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ja. So ein bisschen. Hey, Bei einer du hast unbeschichteten einen sehr Pfanne? kalten Jägermeister-Shot und der hat natürlich den Jägermeister schön in der Wärme draußen stehen lassen und statt ihn wieder aufzuräumen, so wie es bei jedem Ja, ich perfekten nehm mir- Getränk tut, dass es sich aus diesem Kühlschrank Ich holt. nehme dir auch gleich noch einen zweiten. Aber ich sag beschichtete Pfanne okay, wenn sie gut ist. Aber beste Pfanne, die man benutzen kann für Allrounder-mäßigen her, ist tatsächlich unbeschichtet, also einfach Edelstahl. Ja, vor allem, wenn du es gescheit einlässt. Du musst die Temperaturen zwar alle wissen, wie, wo, was. Ich sag mal, ich erkenne es mittlerweile zum Teil an der Farbe von der Pfanne, weil die sich leicht verändert. Und ich sag mal, andere Leute, normale Leute, können es tatsächlich mit der Wasserprobe machen. Wenn du wenn die Wasser Wassertropfen reintropfen machst und die verdampfen direkt, dann ist schlecht. Wenn es ein großer Wassertropfen sich sammelt und du sie in der Pfanne umschwenken kannst und alles mögliche, nichts passiert, nur ein bisschen, ich sag mal, kochen anfängt, aber nicht direkt verdampft, ist die Temperatur perfekt. Und da kannst du alles drin machen. Da klebt auch nichts an, kein Spiegelei, nichts. Das Ding ist, wenn du sie neu kaufst, musst du sie erstmal würzen. Ich habe das extra so gesagt, weil würzen ist einfach so. Ja. Ist genauso wie so ein Bock einwürzen. Würzen. Warzen. Würzen. Gehen wir zur letzten Frage. Ja, bitte. Smoken. Brüsterchen. Brüsterchen. Bitte. Smoken eher als Event, beziehungsweise saufen. Oder alleine. Als Event, sowas von. Schon gern. Ich sag mal, Smoken, es dauert Ewigkeiten. Und man kann relativ schlecht einschätzen, wann das Fleisch ready ist. Vor allem, ich sag mal, in meinem Fall jetzt, wo der Smoker relativ neu ist. Ich habe davor meinen Hochturm-Smoker oder sonst irgendwas, wie der heißt, gehabt. Der hat 50 € davor gekostet. Und da habe ich das erste Brisket drin gemacht. Das war bei dir. Also nicht mein allererstes, aber das generell erste in diesem Smoker. Und ich fand, das ist echt gut geworden, weil das eben eine Wasserschale hatte, wo die ich sag mal, das Brisket eher gedämpft worden ist als, ich sag mal, wie im Ofen, hört sich blöd an, aber wie im Ofen gegart wird. Genau. Aber Smoken auf jeden Fall mehr Event als sonst, also alleine ist schon ein bisschen traurig. Und damit kommen wir schon zum besten Punkt des Tages. Und zwar, wer jetzt diese Woche am Sonntag Zeuge davon, wird der Kevin kocht. Tatsächlich. Und ich werde tatsächlich, bin ich auch ehrlich, ich werde versuchen, so viel mitzugeben, wie ich kann von meiner Ahnung und alles Mögliche, was ich mittlerweile gesammelt habe, was alles schieflaufen kann und auch schon ist bei mir. Und es wird sehr, sehr viel geben. Soll ich die Liste des Fleisches einmal aufzählen, was es geben wird? Hast du vorhin? Nee. Doch, mit den Gerüchten hast du es vorhin gesagt. Ja, aber nicht, was ich vorhabe. Es gibt ja viele verschiedene Arten. Also es gibt auf jeden Fall Brisket. Das werde ich am Vortag leider Gottes schon, muss ich das machen, trimmen und sowas. Das ist, dass die ganzen Fettdinger da wegkommen, weil das einfach zu viel Fett zum Teil ist. Und würzen. Und genau, dann gibt es Schweinebauch, da werden dann so kleine Cubes draus geschnitten, als Würfel, das für Burn-Ends vom Schweinebauch. Könnt ihr auf TikTok sonst irgendwas googeln, was das genau ist, aber die werden auf jeden Fall Pi mal Daumen 2 bis 3 Stunden gesmoked, als kleine Würfel. Die kommen dann um das Brisket rum, um das auch ein bisschen zu schützen. Das ist auch wurscht, wenn die ein bisschen mehr Farbe haben oder weniger Farbe haben, weil die werden danach in einer Alu-Schüssel eingepackt. Wenn das Brisket schon ein bisschen zusammengeschrumpelt ist, ein bisschen zusammengeschrumpft ist, wegen der Flüssigkeitsverlieren und Fett verlieren und alles Mögliche. Das zieht ja generell immer das Fleisch zusammen. Genau, und dann kommt es das kommt dann im Livestream, was ich da genau reinhaue, weil das werdet ihr live sehen dann, auf jeden Fall. Also schaut's rein am Sonntag, ihr scheiß Wichser. Dann gibt es tatsächlich meine bekannten Baby Back Ribs vom Schwein. Die hast du auch schon gegessen an meinem... Na, habe ich nichts gegessen. Ja, stimmt, hast nichts abbekommen, Ja, ja. weil ich Ja. der Öde abbrennen müssen. Ja. Ja. Mei. Du nicht mehr fahren hast können. Ja. Depp. Selber schuld. Okay, also.
Na, aber ich Was habe man nicht alles macht. nur zum Protokoll, ich habe an meinem Geburtstag also am 22. war das, ja, habe ich zweimal, jetzt muss ich überlegen, Hot Honey mäßige Ribs gemacht, 2 Stück. Dann gab es welche mit Trüffelhonig und es gab noch, ich glaube Magic Dust war das, genau. Also relativ normale. Nein, das nicht. Aber die konntest du wirklich auseinanderziehen, aber die waren noch so fest am Knochen, dass also man kann die Knochen rausziehen und sowas, aber es war noch so fest, dass es gehalten hat. Also wirklich an sich perfekte Ribs, die waren super saftig, die waren wirklich mega wild. Also die waren richtig geil. Bestätigen. Ja, du wirst es dann am Sonntag bestätigen können. Ich werde es bestätigen, Kinder. Ja. Ja. Nico, du kann auch. nicht sein, dass der langweilig ist. Er muss lernen. Genau, weil der was macht. Du glaubst das selber nicht. Merkst Kann du ich noch einen Jägermeister haben? Sous-Chef? Hey, den darfst du am Sonntag nicht ausleihen, das ist mein Technikassistent. Ich weiß, aber das soll mein Holz holen. Ja gut, das können wir machen. Ja, eben. Der Nico darf echt keine Zeit haben zum Saufen. Genau, aber tatsächlich, das werde ich auch schon jetzt schon leaken, was es geben wird an Ribs. Ich werde tatsächlich, ich habe ja mein amerikanisches Fajit für Seasoning. Damit werde ich einmal würzen. Würzen. Aber die werden tatsächlich im Ofen gemacht, weil ich habe keinen Platz mehr auf dem Smoker. Und die anderen 2 werden tatsächlich mit Beef Booster und Chipotle Gewürz draufgehauen. Also es sind leicht scharf, nicht ultra scharf, aber leicht scharf. Aber super geil vom Geschmack. Ja. Super, super geil. Genau. Und das Rezept findet ihr dann tatsächlich am Sonntag, wenn ihr genau zuhört. Genau. Also schaut's rein. Kevin wird dann mal in Kooperation mit Tonjo zusammen ein Kochbuch rausbringen, aber Ja. das wird dann ein Projekt für eine andere Zeit. Ich habe tatsächlich so viele Rezepte selber aufgeschrieben auf meinen Notizen, gell? Das ist abartig. Also selbstgemachte, wie Barbecue-Soße, eigenes Ketchup zum Teil, tatsächlich eine eigene, klare Tomatensuppe, also durchsichtige Tomatensuppe. Dann für Hummerschwänze, für Tomahawk, für Wagyu direkt, für alles. Einmal querbeet durch. Die Pengler, ey. Das beruhigt mich richtig. Ja, ich Ich weiß, glaube, ich kann das jetzt geil ist. so gut schlafen wie schon lange nicht mehr. Ja. Also, bist du bereit für deine Fragen? Ja. Drama Queen. Selbe. Was wäre, wenn du auf einmal in die Armee, in eine deiner Herkunftsländer, du zusammengefickte Sau, eingezogen wirst und kurz darauf deine Spätzle in die Verfeindete eingezogen werden? Würdest du desertieren und vermutlich vor Gericht gestellt oder dich an die Front stellen? Nur kurz zum Verstehen. Es ist egal, auf welche Seite ich gestellt werde oder eingezogen werde. Ich wäre gegen euch. Oder müsste sagen wir's gegen mal, euch sein. Sagen wir es mal so. Müsste gegen euch Sagen wir sein. beispielsweise Österreich und Amerika erklären einen Krieg, Deutschland ist raus und du musst in eines dieser Länder. Weil du einen Dienst dir verweigern kannst an sich. Ja. Und dann 2 Monate später in Deutschland noch. Und dann kannst du nicht mehr wechseln. Und dann auf die Seite, wo ich dann gewandert bin. Ja. Okay. Boah, schwierig. Aber bin ich ehrlich, ich würde tatsächlich zu Amerika gehen. Ja, ist doch wurscht, wohin du gehst, aber was dazu machen, Ach so. wenn du rausfindest, dass deine Spätzle auf der anderen Seite stehen. Weil ich schwöre, der Michel rammt seine Faust so hart in dein Arschloch, dass du nicht mehr laufen kannst. Das ist absolut korrekt. Ja. Aber da ich ein relativ zierlicher Mann bin, wie ich durchgehend in meinem ganzen Leben gehört habe, Neutrale Person übrigens. auch unter anderem, wäre ich eher jemand, der nicht am Schlachtfeld ist. Du musst Schlachtfeld. an Front. Ich muss direkt, du okay. musst an die Dann Front. würde ich tatsächlich Österreich wählen. Du, es ist wurscht, was du willst, aber was dazu machen, ich bin Österreich dann unter anderem und ich an die weiß, Front stellen. Deutschland ist egal, in welchem Land du bist, verfeindet. Darfst du dich an die okay, Front stellen oder darfst ich habe du eine gute desertieren und vor Antwort. Gericht Es gehen? tut mir leid, ich habe das die ganze Zeit falsch verstanden. Es ist nicht mein Problem. Nein, Nein, ich würde mich tatsächlich verfeinden. Nur aus dem Grund, weil ich weiß, meine Freunde halten zu mir und ich mit denen auf jeden Fall an der Grenze saufen werde. Also darfst du desertieren und wahrscheinlich vor Gericht gestellt werden. Was sie nicht wissen, macht sie nicht heiß. Gell? Also von dem her. Wenn ich sage, du, ich stimme kurz rüber mit einer Granaten und sage, so, ich habe eine Pennergranaten dabei, ist ja wurscht. Granaten ist Granaten. Kevin hat Angst vor der Frage, deswegen machen wir weiter. Ja, bitte.
Du müsstest dich entscheiden zwischen einem 6,8 Kilogramm schweren Prime Cut Brisket von einem Black Angus Rind und einer kleinen, mickrigen Scheibe Filet vom Wagyu Rind, 52 Gramm, A+, oder wie die Scheiße heißt, Mann, Kannst du Alter. nochmal von vorne anfangen? Ich darf das Das heute. gekleckert. Du müsstest dich entscheiden zwischen einem 6,8 Kilogramm schweren Prime Cut Brisket von einem Black Angus Rind oder einer kleinen, mickrigen Scheibe Filet vom Wagyu Rind, 52 Gramm, A+, oder wie die Scheiße heißt. Mann, Alter, ich hab doch keine Ahnung. Kevin, fick dich ins Knie und frisst das Brisket, weil sonst bekommt Nico eine Kugel in den Kopf oder so. Okay. Finde ich schön geschrieben erstmal. Danke. Es ist sehr, sehr ausführlich und berührt mich tatsächlich sehr im Herzen. 52 Gramm hast du gesagt, Wagyu. Ja. Ich muss mir ganz kurz im Kopf ausrechnen. Eine ganz, ganz mickrige Scheibe. Ja, das ist schon sehr mickrig. Das ist so ein kleiner Würfel. So Ja. ein Zentimeter-Würfel. Oder 6,8 Kilo Prime Cut Ja, dann Brisket nehme ich von auf einem jeden Fall Black- das Brisket. Nein, weißt das du Wagyu nicht. warum? Na, weiß ich nicht. Weil tatsächlich das Black Angus Brisket in Prime Selection, wie man das auch nennt, fachlich, du Wichser, Keine Ahnung. ja, ist tatsächlich fast vom Fleischgeschmack geiler. Wagyu ist halt einfach nur so das Ding, der Fettgeschmack oder Fettanteil ist natürlich höher und das ist natürlich anders gezüchtet. Die bekommen sehr viel Mais, die bekommen sehr viel weißes Bier zum Teil, werden massiert, haben kaum Auslauf und deswegen züchten die boah, das scheiß Bier, die Würste, das bringt mich so zum Rülpsen. Und da ist es einfach, dass das Fett schmeckt einfach wirklich anders. Also es ist, weißt du selber, das auch schon probiert, das ist ein ganz, ganz anderer Geschmack, auch wenn es wirklich geil ist, aber ich sag mal, man kann nicht mehr wie 100 bis 150 Gramm pro Person essen selber, weil es einfach fast zu fettig ist, beziehungsweise es ist schon gutes Fett, es schmeckt gut, aber es macht dich halt brutal satt. Also ich weiß gerade selber auswendig nicht die Kalorien pro 100 Gramm, aber das ist bodenlos. Das ist wirklich bodenlos. Aber es ist geil. Also Brisket. Aber Brisket auf jeden Fall. Gut. Ja. Schön, dann haben wir. Weil die tatsächlich, Entschuldigung, die haben relativ die gleiche Maserung vom Fettgehalt. Du siehst ja die ganzen Punktchen da. Aber es ist halt mehr Fleischgeschmack, auf jeden Fall ein Brisket und es macht mehr Bock, weil man saufen kann währenddessen. Ja. Ich freue mich auf den nächsten Podcast, wenn wir da ein bisschen lustiger sein können. Ja. Und da geht es halt nicht so viel um Fakten. Danke für die informative Unterrichtsstunde, was Bitte Green schön. Smoken und Rindfleisch angeht. Nächste Woche wird, glaube ich, noch schlimmer. Nächste Woche werden wir davon verzeihen, wir besoffen. Wir waren, während wir Brisket gefressen haben. Ja, Und damit, und wie gut es war. Hoffentlich. Und Ich damit- hoffe, ich verkacke nicht. ja, ich hoffe es auch. Und damit fick ich jetzt den Thomas. Ja, und damit verabschieden wir uns schon mal. Ja, ich dachte das. Ja, Entschuldigung, Wir ich habe sehen uns vergessen, die am- Kamera läuft. Wir sehen uns am Sonntag. Ja. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Einen guten Rausch. Ich freue mich auf den Brisket-Stream mit Boah. euch. Das wird ein brutales Besäufnis. Es Aber wird ein echt. musikalisches Erlebnis und zudem wird es ein unfassbares, geschmackliches Sollen wir Erlebnis noch ganz für kurz uns. sagen, wann es losgeht und wie es losgeht? Also nicht wie, aber wann es losgeht. Also für uns geht es um 7 in der Früh am Ja. Sonntag los. Für euch geht es ab 8 Uhr in der Früh los und der ganze Stream wird bis spätestens wahrscheinlich 23 Uhr laufen. Ja. Frühestens wahrscheinlich 23 Und tatsächlich auf Twitch, auf YouTube und Vielleicht Twitch und YouTube. vielleicht ein bisschen auf Insta. Storymäßig. Ja. Aber da werden keine Rezepte oder sonst irgendwas geleakt. Also Ja, ja. das könnt ihr vergessen. Ihr 0,0. Ihr Trottel. Wenn, dann Ja. müsst ihr schon vorbeischauen und das irgendwie anschauen. Genau. Also auf jeden Fall, das Genau, ist wie gesagt, empfehlenswert. Ich wünsche euch eine schöne Woche Einen guten Rausch, immer noch. und wir sehen uns nächste Woche wieder Mittwoch um 15 Uhr. Ja. Wenn es wieder heißt, Unterm Stammtisch. Ich werde dem Kevin jetzt noch das Arschloch auslecken. Bitte, danke. Der Trichter, der ist ziemlich gut platziert an meinem Nacken, von dem her Prost, Mahlzeit. aber der im Haus ist. Wir sehen uns. Ich stoße mit dir an. Ja. Ja, es gefällt mir gut, wie du mich nur benutzt. Du stehst vor mir mit Gürtel und ich schau nur verdutzt. Feucht wird am Wasser, Ja, Wolken ja, kalt weißt wie du, Schmier. ich Aber Aber warte mal, das ist bloß mein Bier. keiner, ich glaub, es gefällt mir. Wer ich einfach nur für die brennt. Einer, ich glaub, es gefällt mir. Wer ich einfach nur für die brennt.